FLBB Cup Final. Wölschwein aus Wolz gegen den Avanti Munneröf. Für bis an Final zu kommen, hun Völzer sich müssen gegen Kehlen und gegen Mama durchsetzen. Während Munneröf Schieren a Berbusch dominiert hat. Beide Teams waren schon an der Final gewirrscht, aber just Munneröf kann Final für sich entscheiden. Mit Döskehr sind die Völzer klar Favoriten. Die zwei Duelle gegen Munneröf und die Völzer nämlich diese Saison gewonnen. Die zwei Punkte sind für die Völzer durch Cyril Wähler. Der Silva fällt den Antwort dann mit einem Distanzschuss. 2-3. Dann die Wölschwein noch 4. Der Cyril Wähler geht über 3 Punkte hin, findet dann den Je-Ungar, der Wolz auf Führung bringt. Auf der anderen Seite trifft der Falten aus der Distanz. 4-6. Mit seinem zweiten Kurve sorgt der Je-Ungar für den Ausgleich. Munneröf probiert aus der Distanz, aber der Braun hat nicht so viel Erfolg. Der Ball kommt aber zurück beim Kavor, der 2 weitere Punkte für Munneröf möchte. Der Ballbesitz nutzen die Völzer nicht aus, und dementsprechend möchte Kavor den nächsten Break von dieser Partie. Munneröf kriegt dann auch seinen 2 Freiwürfe, und der Braun möchte allen 2 ran. Für Wolz reduziert der Sivic den Ekar auf 8-12. Hat dat Munneröf durch den Konzbruck aus der Distanz trifft. Der Gap gibt dann auch Konsequenzen nur die 2 neue Freiwürfe vom Braun. Wolz trifft dann 2-mal Hand als ich durch den Sivic mit einem Schuss just führender Sohn. Anderem durch den Sivic mit einer ganz schönen Balleroberung an den Konter, der dazu gehört. 12:17 wird der Spielstand, nur 10 Minuten. Die zweite Verhaltenszeit fängt Wolz am optimalsten an. Die Völzer kriegen nämlich direkt den Anschluss zu machen durch 2 Treffer vom Je-Ungar. Den ersten aus der Zone und den zweiten nur einem Konter. Munneröf holt dann seine Distanzen. Von 2 Freiwürfen möchte Kavor in bannen. Par contre, der Null steht ihn auf der richtigen Platz für 2 neue Punkte zu schießen. Das Fabich reduziert auf 18:20. Mit dann könnt Munneröf an einer ganz starken Phase. Als ich mit 2 Punkten vom Hahn, und dann noch ein Superfahrt am Pass vom Konzbruck trifft der Kavor. Der Konzbruck dann aus der Distanz. Und dann den Konzbruck ja schon rumhieren mit der Pass für den Hahn, den aus der Zone trifft. Für Wolz möchte Swabich dann in für seine 2 Freiwürfe ran. 19:29, das war der Stand an der Halbzeit. Genau wie an der echten Halbzeit als der Cyril Wähler den ersten den trifft. An Munneröf antwortet genau wie an der echten Halbzeit mit einem 3-Punkte-Schuss mit Döskehr vom Hahn. Munneröf kommt dann aber an eine ganz starke Phase als ich mit einem Freiwurf vom Kavor, und dann durch den Hahn als ich mit 3 Punkten und dann mit 2 Punkten. Somit ist der Ekart zwischen Wolz und Munneröf von 17 Punkten. Ist das Final dann schon gelaufen? Mit dann war das nee, der Joel Wähler trifft via Freiwurf. Dem Joel Wähler sein Rückpass ermöglicht dem Nie aus der Zone zu treffen. Und dann für die Echtkehr von dieser Partie möchte Joel Wähler seine 2 Freiwürfe konsekutive ran. Just nur erobert der Cyril Wähler den Ball und möchte dann aus der Zone 2 neue Punkte für Wolz. Und zum Schluss den Nihat Sivic, sein Schuss geht nicht direkt ran, par contre er geht zurück beim Je-Ungar, den Domat in neue Kurve schießt. Es steht 30:38. Der Braun dann mit einer Fahrt an 2 Punkten bringt den Ekart auf 10 Punkten und dann auf 11 Punkten via Freiwurf. Der Cyril Wähler bleibt bei einer Moyenne von 50% bei den Freiwürfen und dann möchte der Kapitän von Munneröf aus der Zone 2 neue Punkte. Der Je-Ungar steht auf der richtigen Platz, 4 Pass vom Cyril Wähler zu kriegen, und bringt den Ekart auf seinen alten Stand zurück. Duno geschieht ein bisschen Auge für Auge, Zahn für Zahn. Als ich schießt Nihat Sivic 2 neue Punkte für Wolz. Dann wird von Munneröf kommt vom Kavor nur ein genialer Pass vom Konzbruck. Der Faller möchte via Freiwurf seinen echten Punkt von dieser Partie. Der Kavor möchte dann auch einen von seinen 2 Freiwürfen ran. Ob Konter trifft der Kapitän von Wolz Nermin Sivic aus der Zone. Für Munneröf möchte dann den Olivier Hahn das Salwischt. 38:48 der Spielstand, nur 30 Minuten. An der letzten Viertelzeit trägt Wolz direkt auf Gaspedal. Das Fabich möchte den allerersten 3-Punkte-Kurve für Wolz.
Den Ekar ass dann nëmmen a vu 5 Punkten Nummkurf vum Nie. Me dann kennt eng 10, die absolut näicht Matsport ze dien huet. Swabich probéiert de Rëm aus der Distanz met Dëskier oni erfollech. De Ball ass träg an Spiel an do gët den harde Kontakt zwischen dem Felten an dem Cyril Wähler. Den Arbiter huet do en Offensivfaul vum Wëlzer Spieler gepaff. Mei an Zeitlupe még de Klor, datt et net de Fall war. De Felten ass du keng Sekon op de Ball fokusséiert, méi éichter op de Wähler sein Hals. Den Irlebauschlag vum Munnerefer Spieler ass Klor gewollt. Hien hat sech nämlichlech oni Problem kënnen zwischen dem Wähler an de Ball stellen. Et war einfach dreckeg an de Wähler miss mat eng gebracht Schlüsselbeen vum Terrain goen. D'Ironie vun der ganzer Saach ass dann, dat de Falten den nächste Kurf fir Munneref mëcht. D'Wëlzer ginnet awer net op. De Michael Wähler trifft an seg 2 Eichpunkten abringt de Stand op 45-50. De Kawer mëcht fir Munneref een vun 2 Freiwürfe ran, eiert dat fir Wolz den Nie aus der Zone trifft. Differenz tëcht beid Teams aus Lofe 4 Punkten. De Niveau vum Urus Swabich an der Feiertfeiertszeit ass einfach phänomenal. Hien ass den Oter vun der Balleroberung géint den Hahn a geht dann Richtung Kurf 2 neue Punkten fir Wolz maren. Vun 2 Freiwürf mëcht 4 Munneref den Hahn dann nëmmen eener. Sanktionun kennt dann direkt vum Swabich, den Spielstand op 51-52 sprengt. Munneref schnappt sech e bësse Luft. Vun 4 Freiwürf ginn der 2 ran, 1 vum Felten, 1 vum Kawer. Me da kënnt fir Wolzen ausgleich mat eng Distanzeschoss vum Swabich. An dann dënne de Swabich mat eng neien Distanzeschoss. An de geht doch dran! Et steet lo 57-54 fir Wolz. Huet Wolz da lo gewonnen. An du hast dann wat nee, weil de Swabich mëcht en eenzege Feder vum Duchgang. An so mat kann de Konzbruck den Ekar op E-Punkt reduzéieren. Et sinn nach 41 Sekunden ze spielen an de Braun gleicht wie Freiwurf aus. Munneref krut nach 2 neue Freiwürf, et sinn nach 15 Sekunden ze spielen. Geht een vun denen ran, dann ass Wolz an eng immens schlechter Position. Echte Schoss, verfehlt. Zweite Schoss, zalwëcht. Wolz huet lo de Ballbesitz. Nermin Sivic mam weite Schoss, verfehlt. Nie am No-Schoss verfehlt, de Ball kennträgt beim Nihat Sivic. Hien Chase op de Kurf, de Ball dreht, geht raus. War dat knapps. Regulärspielzeit ass lo fertig, et steht 57-57. An der echt Verlängerung geht wohl sa secher Féierung, duerch e Freiwurf vum Swabich. Me danken de ganz wichtigen 3-Punkte-Schoss vum Konzbruck den Munneref als momentane Leader erklärt. Swabich ass op der Reetzer Seite hin Dribbeltran hier fënnt den Nie, den aus kurzer Distanz 2 neue Punkte fir Wolz mëcht. Wolz kriegt dann 4 neue Freiwurf. 2 fir den Swabich an 2 fir den Nie. Allen 2 machen jeweils 1 dobannen. Et bleiwe nach 20 Sekunden ze spielen. De Swabich geht de Foul sichen. Munneref krit do wennns 2 Freiwürf an die 2 musse ragoen. Sos huet Wolz so gut wéi gewonnen. Konzbruck ma mechte Freiwurf. De geht ran. Konzbruck mam zweete Freiwurf. De geht auch ran. Genial gespielt vum Munnerefer, den eiskal bliwen ass. Wolz huet Ball besetzt den Nie Unger, kënnert so ne Rand geht gefault, krit 2 Freiwürf. Wann vun denen 2 Ärer geht, huet Wolz gewonnen. Nie Unger, echte Wurf. Den ass verfehlt. Nie Unger, zweete Wurf. An den ass auch verfehlt. An d'Verlängerung ass River, mir ginn also an enger zweiter Periode. Zweet Periode Verlängerung, de Konzbruck huet 2 Freiwürf an die 2 mischten, konsequent ran. Genial gespielt vun ihm. Op der aner Seite huet Nie de selwechen Tretement, an hier mecht awer nëmmen 1 vu denen 2 ran. Wolz behält awer nach wie vor all seg Chance. Mir komme so loes an de Moneytime. De Nikolic huet 2 Freiwürf kann so mat d'Féierung vum Munneref ausbauen. Nikolic échte Wurf, den ass verfehlt. Nikolic zweete Wurf, den ass auch verfehlt. Et bleiwe nach 18 Sekunden ze spielen, a schorëm huet de Nikolic 2 Freiwürf. Kritien dat hin fir dëskeer d'Féierung vun Munneref ze erweiteren. Echte Freiwurf, den ass verfehlt. Zweete Freiwurf, an den ass dran. Munneref ass also 63-65-4. Vielleicht der letzte Ballbesitz für Wolz. Wir sind am Nermin Sivic auf der Reetzer Seite. Hier dribbelt über 3 Punkte hin, springt dann 400 Zonen auf. Wir möchten Ball nicht dran, das ist fertig. Munneref gewinnt Final.
war eng Schellfinal, war eng spannendfinal, dat war definitiv Werbung fir de Lützebauer Basketball. Dat enzech wat net hat Dir versinn war de Faul vum Falten op den Cyril Wähler. An apropos Gutbesserung Herr Wähler. An natierch Glückwunsch Avanti Munneref.